Hey, welkom til program Wachtwijzer. Vi freuen uns, dat u vandaag ook de was was. En we hebben ook vandaag waar een interessante vrouw. En dat thema dat wat we vandaag reden willen is... Dus wie veel hebben we geredet, so wer ist Gott für mich? Ja? Aber dann haben wir den Heiligen Geist, wir haben Jesus, wir haben Gott. Ja. Und diese Dreieinigkeit. So wann wir nu beten, zu wem beten wir? En we hebben ook waren alweer niet veel tot eingeladen, dankzij dat je erbij bent. En alweer hadden zeggen het Beispiel van zes wie Water in drei Formen hand. We hebben Water flüssig, we hebben Water hart en we hebben Water aus Dunst. Zum Beispiel, wenn wir Water kochen, dann sticht het aus Dunst nicht echt. En dat we zien Bild dafür, dat het eine Dreieinigkeit heeft. So, zoals David sagt. Zu wem beten wir, nicht? Ja. Ja, schijn waar daar bij te zijn en ik vreem me dat we kunnen aan deze vorm met mensen reden. Ik mag de mensen immer noch zijn die kennen, is dat, maar in ieder geval kunnen mij zijn. En vielleicht hebben we het zelfs ook met God. Zo vaak hoe we dit mal zijn kennen, we reageren niet. Ja. En zo hebben we dit zijn. Maar weet je hier, man moet dat leren, zum Beispiel hier in der Kamera reden, leren, ohne dat er eens werd uitcheckt. En dat we voor mij zo erg schwierig vinden, dat al zoveel jaren doen, dat is mij dan al normaal. Maar am Anfang heeft mij dat zeer kost, dat bloß eine stehen, eine Kamera en een checkje. Zo, maar we dat checkje ook met God reden, en Jesus Christus, dan reden we, en dat moet man leren. Dat zie niet dat niet te hard. Ik geloof niet dat hier mensen waren zijn, dat wat te hard is, en niet al voor iets schuld hebben. Maar God macht die schuld niet in. En dat is dat schijnen daarbij. Maar te wem bid ik dan? Dat zeer schijnen in de Bibel is, dat God op zoveel vormen presenteerd is, in Jesus Christus, dat dat niet een gezag heeft. Wens, God kostet niet zo, dit is een hak, wanneer du wirst dit beten, en zo is dit damals hier, door bij die diagonen. Dat is niet zoals bij de regering, dat wanneer du wirst zum Beispiel een $6 haben, dan moet je een Geburtstag hebben, en wanneer du wirst een Geburtstag hebben, moet je een $6 hebben. En dan dat je $6 hast, dan moet je Geburtstag hebben. Dat raakt niet zo dat. Bij God is dat anders. En also, we hebben het concept van vader, we hebben het concept van Herr, we hebben het concept van vriend, we hebben het concept van erlöser, we hebben het concept van schöpfer. We kunnen een lange reden zeggen wat God is. Is dat God? Ja, dat is op verschillende vormen. En zo, we kennen also normaal als het vriend. Ik zei vaak, wanneer we mensen hebben wat niet een goed concept gehad hebben met een vader, is eine Möglichkeit, Gott als een gouden vader aannemen. En wanneer dat te schwer is, dan de Jezus als vriend zei, dat is einfach een vriend. Dat is een vriend. En de Bibel zegt ook im Alten Testament, zegt het dat Abraham, dat we een vriend Gottes, also dat war heute im Neuen Testament, dus Abraham een vriend Gottes weer. So, du kannst sogar mit Gott eine Freundschaft haben. Diesen strengen Gott, der wie Völker aus plottische Menschen kennengelernt haben, der ist so schlimm, der wird die nicht herrschen wollen. Der ist schlimm. Aber der ist so leibend, der ist so begeistert, wenn jemand mit ihm redet. Ich möchte dir ein Beispiel geben, was mir auch viel geholfen hat in dem Bereich, wenn wir Gott als Vater annehmen. Wo rede ich zu dem? Was für ein Redensort? Das ist wirklich ein karter Film in Spanisch, aber ich versuchte mal kart Barat zu geben. Ich habe einen kleinen Jungen, und dann sagte, oh, läufst da vor da, oh, läufst da vor da. Oh, läufst da vor da. Ich komme die in diesem Moment und ich möchte die mal eins Wort vertalen. Ich weiß nicht, aus der Universität hat mit mir zu reden, aber ich würde wählen sein, aus der Kunst mal so gnädig sein. Und wenn du nicht eins Wort verlegt und eins Wort andere hast noch und nicht das ist, dann würde ich sein, als du wusst, weil so gnädig sind, in deine Hand uitstrekken und vielleicht irgendwann, wenn du so weit bist, deine Geldtasche rausnehmen und mir würde ich wollen, ein bisschen Geld geben, um da nach der Eid gehen und ich würde mir wel ein Eiscreme kaufen. Und dann sage ich dir Vater zu dem kleinen Jungen, ich verstehe nicht, warum merkst du das so kompliziert? Warum willst du nicht einfach sagen, Pa, kannst du mir mal Geld geben, um Eiscreme kaufen gehen?
Dann sagt der kleine Junge, na, ich weiß was, ich habe immer so dort hier Testament in vor dem Himmel so dort reden. Dann sagt ich, na, wer ist das? Also, weil wir mal weniger kompliziert merken. Jesus ist gekommen, weil das einfacher merken. Habt ihr als Freund, habt ihr als Herrn, habt ihr als Heiland, habt ihr als Futter, und dort wird die Details am Hort liegt. Dat is, dit kon ik van Hort te doen, dan is dat. So, zu der Frau, so, zu wem soll ich dann nu beten? Ja. Herr Jesus wohnt an uns, so, wenn du das einfach merken und das einfach von heute sei. So, das sind die Dönt, dass ich dann sei, lieber Vater, Jesus, oder Herr Jesus, wirkt an mich, oder jeft mir doch diese Antwort, wo ich nur wacht, oder. Soll man die verschieden anreden, in verschiedenen Momenten? Es nicht eine Andienung, wo da dazu macht, weil wir haben zum Beispiel, als Plattdeutscher habe ich mehr Schwierigkeiten noch mit dem Heiligen Geist, dem anzureden, in dem zu beten. Wir haben nicht Trouble, was Leute zu sehen, was den Heiligen Geist sagt, oh Heiliger Geist, komm zu mir, komm in mir. Da habe ich nicht Trouble, das zu singen, bloß wir haben Trouble, dort zu beten, dass der soll kommen. Aber wie der wird zu dem reden, wenn es der ist an uns, und das ist einfach, der ist nicht so weit auf. Also das ist die Vorstellung, wer weit auf ist der. Gott, der macht dort eins vorbei, wie kann ja der Stirns noch sein? Und Jesus, der ist eins, wo er ist, und der Heilige Geist ist dann hier. Und dann wird dann seine, das ist ein bisschen zu dicht bei, ne? Und der andere ist ein bisschen zu weit auf, dann wird er in der Mat eins, wo mit dem reden, dass das soll irgendwann mal mitkommen, und der kann ja das dann übersagen für den Heiligen Geist und für Gott. Ja, der erste. Aber die sagt, der Jesus Christus im Heiligen Geist. Und was bedeutet das? Wenn wir sagen, im Namen Jesus Christus, ich bete im Namen Jesus Christus. Also, das bedeutet nicht, dass ich immer den Namen mal sage, aber das bedeutet, dass dort ein Einverständnis ist mit Jesus Christus. Dort ein Einverständnis ist, der Weg im Himmel ist nicht, dass ich so Geld sehe. Der Weg im Himmel ist, wenn ich das angenommen der Radung, ich habe Jesus angenommen als Radar, deswegen kann ich nicht ganz frei mit Gott reden. Deswegen kann ich dem Heiligen Geist hier gerne haben, ich kann dem sagen, was du mir nu helfen. Also, wenn ich kompliziert merke, und einfach, wenn ich nu zum Beispiel ein großes Problem habe, wenn ich nicht zu essen habe oder das, ich habe zum Vater beten. Aber der wird nicht sagen, du hast das falsch. Und da habe ich einen Text, wo der sage ich nicht, kriege den Text abgeschrieben, wo der sagt, der Heilige Geist, der das so übersagt, dass dort Geld wie Gott ankommt. Also der ist durchaus ein Vermittler in dem Bereich, dass meine wieder richtig ankommen bei Gott. So, dann sage ich, dann will ich dort tun, was mein Teil ist, wenn ich die kompliziert merke mit der Welt. Der Heilige Geist wird dafür abkommen, dass unsere Aufsichten rüberkommen, das ist, wie das gemeint haben. So ist es. So kriegt. Und da ist eigentlich was sehr interessant, ja. Wie kann ich schmacken wird merken, dass du also sagst, was du dann Gott anredet, das kleine Junge oder dem Vater anreden und um Essen Frau will. Wie kann ich schmacken wird merken? Aber Gott sagt du nach Deipa, wer wir das meinen. Nicht? Und als wir das dann wirklich bloß, es ist tatsächlich in der Bibel, aber eigentlich steht es nicht so plopper aus der Herde, dass du einfach bloß was han sagst und ab sagst, den Gewässer berühren, sondern hier kann bewahren, dass Gott will Beziehung, nicht? Und dass du einfach am anredest. Und wenn eine Person halt dann ist. Und die Jünger, die fragen Jesus, dort nehmen sie fragen, wo soll wir, lehr uns beten, wo soll wir beten, ja? Und er gab ihnen dann dort Vater unser. Nicht so? Ja. Ja, und da würde ich zum Beispiel, also, wenn wir hier Kirche David und Sieglinde sind, ja bekannt für, wenn es Musik in viel immer. Das gibt im Leben viel Streiterie über Musik. Wenn es ein Musikstil wird, das Gott gefällt. Was würde ich da sagen? Wenn es der Stil wird, Gott gefällt. Darüber habe ich von dir viel geredet. Aber nicht ein fähiges Programm. Und du kommt das sehr ganz klar, das war das hart. Ja, das ist hart. Das ist hart, was die Musik merkt. Ich habe meine Dinge gehört, also jeder hat seinen Stil, von der schon nach meine Kinder, die haben ganz anderen Stil als ich. Aber irgendwann will ich im Moment sagen, mit diesem Stil kannst du Gott anbeten, mit Jana nicht. Und ich habe Gott dann wirklich, also ich musste mir dann eins was geben. Und irgendwann komme ich so weit, wie eine besondere Lehre hätte, wie eine Musik, was nicht mein Stil wäre. Und da fangen wir an, die Throne zu kommen. Wenn's, ich war dort klar, das geht nicht um den Stil.
die junge Menschen, die ältere Menschen, immer an alle Tiden, immer einen verschiedenen Stil gehabt. So, eine braucht mehr Rhythmus, eine weniger. Aber du kannst nicht verdammen, dass der weniger Rhythmus nicht gläubig ist, oder der mehr Rhythmus doch gläubig ist. Gott kennt nicht durch. Wir haben in der Bibel alle Arten Stile von Musik. So, und Kreuz ist dort, also mein Stil von Bede. Also, dort einfach durch vom Horte. Das ist nicht wichtig, ist nicht der Stil, sondern der Horteinstellung. Wo kommt das von Hort? Gott lebe vom ganzen Hort. In der Zeit passiert auch mein Gebet. Als ich nur Gott oder Vater sei, so was, der Heilige Geist, der trägt, aber der check, was passiert da gerne. So, das Wichtigste, am Hort das rein merke, einfach sei, ich respektiere Gott und ich glaube dem, der läuft mir so sehr, ich will, ich läuft dem wieder nur fallen, mit dem alles da rede. Das ist ein sehr feiner Aufschluss, was du nu gerade siehst. Mit Arm wieder han alles durchreden und das wird all ab dem eng ankommen, wo das ankommen soll. Sehr fein. Vielmal Dankeschön, Alvin, für deine Zeit und dass wir hier das können bereden. Sehr jeder. Beim nächsten Mal.